Und somit grüß dich zurück zu einem weiteren kleinen Angespielt. Und zwar, ich habe das Problem auf dem PC, dass ich einen kleinen Bug habe bei 7 Days to Die. Egal ob jetzt Mod oder 20er Alpha, scheißegal. Jetzt habe ich mir gedacht, ich schaue mal, da ich auf der Xbox One auch schon seit jeher 7 Days to Die oben habe, jetzt schauen wir das einmal an. Ich habe es ein paar Mal probiert. Es ist verdammt noch einmal ganz anders wie am PC, wie du siehst. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Kurz einen Blick. Ich muss dazu mal diesen Dings verstellen. Steuerung, ist es in der Steuerung drinnen? Ja. Da musst ein bisschen spülen und schauen. Controller-Vibration, ja. Ja, jetzt ist schon ein bisschen besser. Jetzt haben wir gedacht, ich schmeiße mal das ein. Wir sind hier in der 18er Alpha, glaube ich, noch unterwegs. Ich muss jetzt anlegen. Ganz genau wissen du es nicht. Und die Entwickler haben mir für die 18 oder für die Konsolen zwar schon irgendwann einmal ein Update in Aussicht gestellt. Wann das aber kommen wird, ich weiß es nicht. Ich schätze halt einmal irgendwann zwischen 2023 und 2896. Genau, das ist ein relativ großer Zeitraum. Kurz einen Blick, ich muss das nochmal ein bisschen einstellen. Gehen wir da ein bisschen over. So. Ja. Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, eher auf normal, wenn man das so in den Spiel sagen kann. Ja, passt da. Ja. Es ist sehr eigen auf der Konsole. Aber nicht unbedingt uninteressant. Schauen wir einfach hin. Wir werden es jetzt eine Zeit ausspülen. Vielleicht den ganzen ersten Tag. Uns das Ganze mal anschauen, das ganze Debakel, und dann sehen wir weiter. Das Level-System ist dann ein bisschen anders wie am PC. Das wirst du aber bald einmal feststellen. Und was halt neu ist, kurz nach dem Blick, wie du siehst, das hat sich alles. Cheat-Modus habe ich außer da. Da habe ich mir mal ein bisschen gespielt, was da es noch gibt und hin und her. Das Level-System läuft da ein bisschen anders so. Du sammelst dann Punkte für Ausdauer etc. Das sammelst du so nebenbei mit, das wirst du aber dann eh alles noch sehen. Und das ist der Charakter, genau. Jetzt machen wir mal weiter, weil sonst kriegen wir da nichts gebacken, so wie immer halt bei mir. Holzknüppel. Hollalala. Ja, ich suche aber Werkzeug. Spitzer Stamm. Wieso kann man noch keine Eisenspitzhacke, so eine Spitzhacke machen? Grundlagen, genau. Holzbogen, Schlafsack. Dass wir mal die Hauptgeschichte oben rechts fertig machen oder weitermachen. Einen Schlafsack bitte fertigen. So. Jetzt warten wir da mal kurz an. Und irgendwann werden wir ja wohl diese komische Axt machen können. Ja, es gibt eh nicht, wenn du schon länger spielst, 7 Days to Die als wie ich habe immer nur so phasenweise, wo ich reingeschaut habe, am PC, dann bist du da eh besser informiert wie ich. Hat er schon den Schlafsack gefertigt? Jawohl, hat er. Das große Problem ist, und das wird ja auch später, wenn ich sollte, ich irgendwann einmal Bock haben, den ganzen Scheiß da zu machen. Sterben musst du in dem Spiel. Auf der Konsole ist Sterben Pflicht. Und du wirst sehr oft sterben. Ich bin, weiß nicht, wie oft gestorben in meinen X Versuchen.
Ich habe es probiert, ich habe dort probiert, ich habe das ausprobiert. Also es ist eine sehr sterbefreundliche Sache. Und was auch ist, durch die Maus und die Tastatur hast du eine ganz andere Bewegungsfreiheit wie da. Also unglaublich. Die Unterschiede sind, boah, das ist eine andere Welt. So. Ja, viel mehr gibt es momentan eh nicht zum Erzählen. Beim Rest, den ich dir erzählen und erklären will, lassen wir einfach die Bilder sprechen. Das ist, glaube ich, am geschicktesten. Das Einzige, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht, ich habe nur den Beuteinhalt auf 200 gestellt. Viel mehr kannst du da eh nicht machen. Wenn du anfängst normal ohne den Beuteinhalt ist auf 50 oder 75, genau. Mehr habe ich nicht gemacht und der Rest ergibt sich dann, wenn wir es weit sind. So, ähm, das Ganze ist sehr grindfreundlich. Und vor allem habe ich eins festgestellt bei den ganzen Debakel da auf der Konsole. Du musst wirklich anfangen, du musst wirklich klein anfangen, im kleinen Rahmen. Das heißt, die ersten Tage bist du wirklich nur mit dem Charakter beschäftigt. Ja. Ah, da. Wir werden uns jetzt einfach einmal nur für diesen angespielt Einsatz da, oder was es immer sein soll, einfach nur einmal einen kleinen Ort suchen, wo wir es uns ein bisschen gemütlicher machen können und dass wir ein bisschen mehr auf die ganzen Sachen eingehen. Mal ein bisschen mehr, es ist halt, ja, es ist halt Seven Days to Die, bis auf einige grundlegende Mechaniken und ist halt der Inhalt der gleiche. Genau, verteidig die und dann schau, dass du den Blutmond überlebst. Genau. Am PC habe ich den Bug, habe ich schon erzählt, dass er irgendwas nicht findet, dass er das irgendwie nicht laden kann. Deine Fertigkeit ist jetzt Athletik auf Level 2 und genau so funktioniert das Level-System da. Du kriegst dann im Levelbaum hast du dann die Punkte, die du hast, die du vergeben kannst. Und so geht das Ganze dann halt weiter. Da haben wir Durchsuche Leiche. Genau, wie du siehst, ich habe da jetzt ein bisschen mehr eingestellt, damit das Ganze nicht noch sehr und langwieriger ist, als was es eh schon ist. Warte mal kurz, was haben wir denn? Karte. Ihr wisst, es ist da mit dem Controller ein bisschen eine Fuchtelei. Wir sind da, genau. Schauen wir mal ein Stück weiter. Ich habe null Ahnung, wo wir da sind auf der Karten. Das ist die originale Navescan-Karten. Den Schlafsack werden wir dann irgendwo einmal platzieren. Und dann schauen wir gleich weiter. Was haben wir da? Da haben wir nichts. Ich weiß, überall werden die Mods gespielt von Seven Days to Die und das Grundspiel spielt ja keiner mehr und hin und her und bla bla bla. Für meine Zwecke reicht's voll auf. Ich bin da sehr bescheiden mittlerweile. Auch wenn ich glaube, die Konsolenversion mittlerweile die schlechteste von allen ist, könnte man hier sich auch ein bisschen a Gaudi machen. Mal schauen. Sehr gut. Und
Und ich bin auch und ehrlich gesagt nicht mehr gewillt, mich da stundenlang mich damit zu beschäftigen, nur weil dem Hauptspiel am PC irgendwas fehlt. So, was haben wir denn da vorne? Ein paar Steine. Da ist wieder mal nichts drinnen. Klar. Geht's da jetzt in die Wüste? Okay. Ah, da haben wir schon einen ersten Zombie. Das wird's eigentlich nicht. Wir laufen zurück und werden einmal schauen. Vielleicht können wir da weitestgehend uns irgendwo verbarrikadieren einmal für diesen Tag. Wie das dann, wenn das einmal kommen sollte, wie das dann ansteht, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir was überlegen, damit das auch im Rahmen bleibt des benutzerfreundlichen Grindens. Gell? Oder man könnte es ja so machen, so zwecks der Gaudi außer, man nimmt den Cheat-Modus mit rein. Dass man sagt, man setzt weniger auf Grind als wie Inhalt. Ah, Schneebeeren, die kann man gut essen, den nehmen wir gleich mit. Mal noch irgendwelche finden, da ist ja genug. Na schau dir das an erst. So. Dann spazieren wir da durch, dann spazieren wir da durch, da durch, da durch. Ja, ich hab's auch schon probiert mit dem Cheat-Modus, ich muss da offen und ehrlich gesagt sagen, für die Version BZW ähm, für die Konsolenversion würde ich sogar den Cheat-Modus empfehlen. Siehst, Fertigkeit ist auf Level 3 gestiegen. Ach schön. Und du, da sparst da wirklich viel. Also du, da sparst da wirklich einiges und du bist um einiges schneller unterwegs. Am PC tust du leicht, so wie es das weiß ich selber auch. Am PC ist es ein bisschen einfacher gestaltet, das Ganze. Aber für die Konsolen, es ist, ja, wie gesagt, prinzipiell, die ganzen Open Survival, Horror, Zombie-Spiele liegt derzeit nicht in meinem Fokus. Da bin ich eher momentan bitte ein bisschen mehr Story und simpel dahinter. Der Rest ist mir dann eigentlich relativ wurscht. Des Nächtens habe ich auch schon probiert auf dieser Konsolenversion der Xbox One und der 18er Alpha. Da empfiehlt es sich wirklich, die Goschen zu halten, nichts zu machen und sich einfach in seinem Unterschlupf zu verstecken. Genau, weil du gehst nämlich ziemlich schnell drauf. So, rennen wir mal Stiegel 4 da. Danke Spiel, du bist so liebenswürdig. Und ich wüsste ehrlich nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. In so Open World Survival Zombie Spiele. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist es jetzt die Grundthematik, weil das soll schon so ziemlich sagen wir so, formulieren wir es anders. Diese Spiele, ähm, die wachsen und gedeihen wie Fußpilz. Genau. Aber warte mal, da hab ich da jetzt zwei Vogelnester gesehen, genau.
Wir werden das Ganze da mal umgehen irgendwie. Ja, das wir werden das ein bisschen anders gestalten. Mal schauen, wie dumm die Zombies da sind. Das habe ich nämlich auch noch nie ausprobiert. Es ist ja schon eine Herausforderung. Die Version ist ja mitunter schon eine Herausforderung, wenn man sich die Geschichte mit den Hitboxen anschaut. Also da, die Hitboxen sind ja gleich noch fataler wie im eigentlichen Hauptspiel am PC. Wenn ich jetzt den Cheat-Modus oder wenn ich jetzt den Cheat-Modus drinnen hätte, hätte ich gesagt, ich schaue, dass ich mir ein Dings zusammenpasst, ein Dings nehme, ein Magnum, also eine kleine Pistole mal für den Anfang. Da ist das Schneegebiet und im eigentlichen Hauptspiel, das hat mich bis jetzt noch immer am meisten interessiert, auf der Hauptkarte, glaube ich, ist das, da hast du im Schneegebiet irgendwo ein riesiges Schloss. Da war ich auch noch nie, das würde mich auch mal interessieren. Aber ich habe ehrlich gesagt momentan nicht viel Zeit. Ich meine, Zeit hätte ich schon. Das ist das geringste Übel. Zeit, wenn ich mir was für die Zeit nehme, dann nehme ich mir's auch. Aber, ähm, frag mich bitte nicht. Vielleicht ist die Burg ja da auch zu finden. Oder hätte man so zuerst beim ersten Haus bleiben, dass man sagt, wir bleiben zuerst dort und schauen, dass mein Charakter irgendwie aufmöbelt. Ja klar. Hallo Baum. Also na, Stein. Ah, da haben wir erst das Haus. Schön. Gleich mal ein paar Baupläne. Ja, bleibt sie wieder hängen, was? Da hätten wir ein Gebäude. Da haben wir ein Maisfeld. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt da vorne gleich eine Kreuzung. Und dann schauen wir mal weiter. Ich weiß, ehrlich gesagt, mir ist es ja relativ wurscht, okay? Dass ich vielleicht hergehe und sage, ich mache mal eine erste Staffel. Normalerweise bin ich ja kein Staffel-Fan. Weil wenn, dann spiele ich das einmal durch und die Geschichte hat sie für mich. Okay, dort hinten haben wir ein Haus. Vielleicht ist da vorne irgendwo was. Da ist das Schneegebiet. Was ist da hinten? Da ist die Brücke, da ist die Innenstadt, die erste. So würde das Ganze dann ablaufen ungefähr. Also du fängst in den Spiel wirklich ganz von unten an. Oh. Wir werden das anders machen. Wir laufen jetzt einmal kurz zurück in Richtung dieses einen Gebäudes auf der rechten Seite. Erstellen einmal eine Truhe.
Und werden mal schauen, ob wir mal ein bisschen in Sicherheit sind. Dann können wir nämlich hergehen. Und uns einmal überlegen, wie wir das jetzt weitermachen. Einen Schlafsack werden wir sowieso brauchen. Den werden wir dann gleich mal stationieren. Machen wir mehr. Jetzt zeige ich dir das Kampfsystem da, beziehungsweise diese wunderschönen Hitboxen. Sie brennt! Ja genau, und das habe ich gemeint. Holzknüppel. Fertigen. Was ist denn das? So, sollten wir jetzt eingehen bei diesem Kampf, mache einen Hardcut und das war's dann. Es war so ein kleiner Einblick dann, gell, in den ganzen Scheiß da. Und das ist wirklich ein Scheiß. Kommt jetzt noch irgendwas? Wo ist jetzt eigentlich die eine Dame, was da am Boden herumkriechend und dumm lümmelt? Hä? Ah. Wie gesagt, es ist sehr, sehr eigen. Plünderung, Level 2. Gewöhn dich dran, wenn du das spürst, dass du ziemlich oft daneben hauen wirst. Man muss dort schon sehr viel Fingerspitzengefühl haben im rechten Daumen. Hä? Wo? Ja, ja. Halt's mal. Eine Toilette. Die ist sogar modern. Haben wir jetzt ein scheiß Batzerl mitgenommen, hä? Ach so, das ist sie. Die Frau mit 2 Beinen. Was? Aha. Ja, komm her, Murmel, hä? Okay. So würde das Ganze dann ablaufen. Kurzen Blick, können wir jetzt schon hergehen? Steinaxt. Sehr gut. Fertigen bitte. Sehr gut.
Okay. Da haben wir es eh schon alles durchsucht, glaube ich. Nein, haben wir noch nicht. Schauen wir mal rauf. Und dann ist eh schon 19 Uhr. Da werden wir es uns einmal vorerst gemütlich machen. Ich werde mir diesen Spielstand aber behalten oder gut aufbewahren. Ja, viel mehr gibt es eigentlich eh nicht mehr dazu zum Sagen. Oder was ich echt sagen kann, was vielleicht mal Interesse vorerst einmal sein könnte. Es ist relativ schwierig, genau. Wenn du jetzt auf dem PC dich auf das zurück gewöhnen musst, das ist, boah. Ja, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen an Spaß gehabt und vielleicht machen wir später mal irgendwas damit. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Da bin ich am Überlegen und wie gesagt, es ist halt, ja, wie du hörst das vielleicht eher aus bei mir. Ich bin da sehr im Zweifel und sehr zwiegespalten zu dieser Version. Ich würde da eher noch den Cheat-Modus mit bevorzugen. Erstens einmal geht es um einiges schneller und vor allem, was halt das eigentliche Problem ist an dieser ganzen Geschichte hier, ähm, da haben wir schon alles verloren, siehst, wenn wir mal viel sind bis oben hin. Und im Endeffekt, sagen wir sehr ehrlich, du hast eine riesige Open World, du hast ein paar Händler in der Gegend und es ist halt eh überall schon das Gleiche in diesen Zombie Open World Survival Spielen. Gell? Also nur, dass du Bescheid weißt. Man sieht sich das nächste Mal und den Spielstand behalte ich natürlich. Und wenn mehr kommen sollte oder eurerseits mehr Interesse besteht, wenn ihr ein bisschen statistisch veranlagt sein soll, dass ich mich da durchprügel und durchblag, ab in die Kommentare damit, wer mich schon länger verfolgt und der Rest ergibt dann, wenn wir es weit sind, hätte ich gesagt. Gell? Also dann, bis zum nächsten Mal. Baba!